Der neu vereidigte Präsident des Irans Ibrahim Raisi sagte, dass der Führer der Revolution Khomeini Atomwaffen als Haram betrachtet. Dementsprechend wären Atomwaffen keine Option für die iranische Verteidigungsstrategie. Sanktionen werden den Iran nicht von seinen Rechten abbringen, so Raisi. Lockdowns, Ausgangssperren, Massentests. Mit strengen Maßnahmen geht China gegen einen Ausbruch der Delta-Variante vor. Die Einwanderungsbehörde in Peking gab außerdem bekannt, dass Auslandsreisen minimiert werden. Demnach werden vorübergehend keine normalen Reisepässe und andere Ein- und Ausreisedokumente für nicht unbedingt notwendige Auslandsreisen ausgestellt. In Akmola in Kasachstan kam es zu schweren Stürmen. Strommäste und Bäume fielen um, Dächer flogen weg. In der Region wurde der Ausnahmezustand verhängt, verletzt wurde jedoch niemand. Der amerikanische Senat hat den Antrag des Republikaners Ron Johnson abgelehnt. Johnson klagte gegen die Stilllegung der Grenzmauer zur mexikanischen Grenze. Zuvor hat das Pentagon unter Joe Biden die Finanzierung des Projekts eingestellt. Im Südosten Chinas in der Region Guangdong gab es einen Taifunalarm. Daraufhin wurden 33.000 Menschen evakuiert und in Sicherheit gebracht. Auch wenn der FC Barcelona und Lionel Messi eine Einigung erzielt haben und die klare Absicht beider Parteien vorlag, einen neuen Vertrag heute zu unterzeichnen, kann das wegen finanzieller und struktureller Hindernisse nicht geschehen, hieß es in der Mitteilung des FC Barcelona. Der Großbrand nahe Olympia auf der Halbinsel Peloponnes ist in der Nacht eingedämmt worden, kurz bevor die Flammen die antike Stätte in Griechenland erreichen konnten.